Guten Mittag, ich begrüße euch zurück am Ulzig-Kanal. Wir sind heute mal hier am Festsaal für eine Table Ronde mit jungen Politikern. Ich meine, wir fangen an, dass der Jenke alle guten Einzel vorstellt. Du kannst dann anfangen. Moin, mein Name ist Meren Samira, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin seit einem halben Jahr aktiv bei den jungen Sozialisten. Ich bin Vizepräsidentin und ich moderiere einen Podcast. Und ich bin am ersten Jahr Studium für Lehrerin zu gehen. Moin, mein Name ist Frosas Kamp, ich bin 29 Jahre alt. Sind Tresoria von der CR-Schutz und unter anderem dann aktiv auf verschiedenen Arbeitsgruppen. Ich arbeite im Moment als CSB, mein Doktorat an der Biomedizin. Moin, mein Name ist Joel Bag, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin seit einem Jahr Co-Sprecher von der Jungen Gringen und ich mache meinen Master an der Geschichte auf der Uni Trier. Moin, ich bin Christian Walter, ich bin 23 Jahre alt, ich bin Sprecher von den Jungen Piraten. Ich bin gerade an meinem ersten Jahr Kommunikation und Medien auf der Uni zu Rotterdam. Moin, mein Name ist Michael Agostini, ich bin 31 Jahre alt von Asch. Ich bin der Präsident der Jungdemokraten und als Beruf bin ich Bauingenieur. Also, wo wir die Table Ronde organisiert haben, haben wir zusammen gesagt, und da ist uns aufgefallen, dass ein großer Teil von uns Schülern nicht wirklich informiert und darauf sind noch interessiert also in der Politik. War das der Grund Ihrer Meinung nach oder was kennt ihr noch da vielleicht anderen? Ich meine, dass der erste Grund ist, dass Politik immer irgendwie etwas ist, weil so ein bisschen abstrakt ist, aber ein bisschen so wie ein Wolke an der Luft schwebt. Und das hat irgendwie gar nicht bei der Jugend oder bei den Jungen irgendwie beruhigt geht. Und dass irgendwie nicht so viel da können aufhängen, dass das so etwas Kompliziertes, Komplexes und irgendwie geht nicht richtig kommuniziert, dass das eigentlich etwas ist, was jeder von uns betrifft. Und ich denke, dass von so etwas zum Beispiel ein Fach wie Citoyenneté oder Civic ein bisschen mehr frei an der Schule schon angefordert gehen, vielleicht auch schon sogar ein bisschen an der Primärschule, dass Politik dann etwas wird, was bei den Jungen viel mehr drauf wird, aber sie dann auch irgendwie ein bisschen besser verstehen geben und vielleicht auch verstehen geben, wieso sie sich am Anfang dafür interessieren können und wieso das eigentlich interessant ist. Okay. Ja, das ist sicher ein Grund, um sich da absolut recht gehen. Ich denke nämlich noch, dass es immens komplex ist. Es ist immens schwierig, den ganzen Prozess zu verstehen, wenn man das just vorbei guckt. Es ist viel mehr einfach, wenn man das aktiv gelehrt kriegt, über Simulationen, Parlamentssimulationen, wo man aktiv kann in dem Prozess, weder dann ein Parlament an einer Chamber auflebt, aktiv beteiligt sind durch Lehren, einfach durch aktiv Beteiligung das Ganze kann erfahren. Was sicher eben eine Idee ist, was ihr könnt machen, für das mehr attraktiv zu gestalten. Zusammen nehmen da wahrscheinlich mit dem Zentrum für politische Bildung, aber definitiv auch eine Idee, wie für vielleicht eine Option abzumachen für soziales Engagement, weil Politik ist ein Teil vom sozialen Engagement. Es geht auch viel mehr weit. Es geht über ONGs, wo man sich überall kann engagieren. Und ich meine, auch das muss in den Jungen viel mehr bringen, wo man sich überall kann engagieren. Ich meine, dass also ich kenne dir recht, was du gesagt hast, dass viele Junker oft meinen, dass Politik für die Erler selbst quasi ganz weit weg, aber wenn wir ein bisschen gucken, also der Website ganz neu ist, das geht quasi schon kann es Alter hun, wie geht den schon aufgestaltet, du kann den kann Gemengerot tun an der Gemenge, dann kann er mat abwannen, dann am Jugendalter mei bei vom Jugendhaus dann noch an der Gemeng quasi Jugend Gemengerot huet den dann noch du musst konsultiert gin zu frohen, die eben Jugend betreffen war, also de Gemengerot zu verpflicht wäre du englisch dann noch gut. Aber natürlich auch dazu gehört, dass wir auch darüber schwätzen, Wahlrecht op Sicht singen als fakultativ Wahlrecht wirklich Jungkleid Möglichkeit hätten eben auch wirklich dann durch Wahlen quasi auch Abfluss zu hören. Das muss natürlich, das hast du auch gesagt, da muss natürlich auch für die Bildung geht viel mehr frei, auch schon Civic, also weiter Angebote gehen. Ich meine, dass das ein bisschen Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren, wo nach großen Bedarf gibt, ja, den verschiedenen Ebenen. Mit den Sachen, die bislang gesagt die sind, kann ich zustimmen. Und das für allem das abstrakte Konstrukt von der Politik, wo ihn am Anfang als Jungen so wirklich ein bisschen aufschreckt. Und das ist so, was ist das? So. Und dafür tut er noch recht Wahlrecht auf 18, dafür drunter so, ich darf sowieso nicht wählen. Und dafür Wahlrecht op 16
Wahlrecht op sich in kein Fall Pflicht mehr verrecht. Wer du schon mal gut nu an weil er so Sachen wie Jugendgemengerot kann Gemengerot, dat kann auch schon politisch Interesse ganz frei fördern. Ja, ich mein, sind zu viele Sachen gesot gehen. Ich kann mit all guten denen Fehlschläge, die kommen sie noch über nie stimmen. Mir war das meine Erfahrung wichtige Element, dass aus dem Moment, wo ihr politisiert wird. Ich meine, viel die Heil an der Rundsätze werden sich in dem Moment erinnern. Für mich wäre sicherlich ein Jugendstreik. Ich meine, muss 2007 gewirrscht sein, wo wir auf die Straße gegangen sind, wo masseweis Schüler mat Bussen kommen sind im Rosegärtchen, die dann beim François Bildchen für sein Minister streik gegangen sind, die Leute noch mal eher op dem Minister geschossen. Also war schon nicht so friedlich wie in dat von Fridays for Future kennt, mir ein bisschen mehr revolutionär. Ich war demals wussten man am Anfang nicht genau, wie wir auf die Straße gehen. Da muss ich aber auch ehrlich genug sagen. Wir sind aber da angefangen, uns dafür zu interessieren, weil Bemol hun oder Bemol die Eler Leute gesagt, ja, der wüsst du gar nicht, wieso der auf die Straße geht. Der wüsst gar nicht, wieso der auf die Straße geht. Das könnte bei allen Schülerstreik eigentlich immer rum. Und das ist ein Vorwurf, den der Jugend gemerkt hat, aber auch nicht immer zu Recht, weil es wusste wohl viele Schüler derzeit, wieso sie auf die Straße gehen. Aber von dem Moment an war man eigentlich klar, dass den sich für die Politik interessiert, nicht wenn an der Schule lehrt, dass an der Chambre sich deputiert, da sitzen und dass der Staatsrat geht, so, aber dass sich am Anfang politisiert, wenn den mit Sujeten eine Konfrontation gesagt wird, aber den sich für verschiedene Sujeten ersetzt. Und das, was man da probiert an den letzten Jahren immer zu machen, auch als Junker, das eben zu versichern, wie können wir mehr auch bei den Jungen kommen, für über die Sujeten mit ihnen zu schwätzen. Da bin ich auch vielmals merci, dass das heute nach dem Leben gerufen geht, weil das ist den Rach gesagt. Ich meine, die letzte Kehr, wo ich an den Schulgeruf gehe, das ist 6 Jahre hier, wo wir Lampertsbier an den Schulgeruf gehen. Die Zeit war auch von den Direktionen eine gewisse Angst, dass sie die Jungen oder Parteien oder so, dass sie nicht zu viel wild gern an Schulen hören, weil sie sich nicht als apolitisch, wild weisen. Es geht nicht darum, dass sie lo seht, voilà, wir holen lo Partei X heran, an die Partei X, die dreht lo ihre Wahlprogramm bei, an der wäre das. Nee, es geht gerade darum, dass sie eng Diversität huet, an dass sie dann Debatten fördert, an Kontradiktionen auch mal huet an die engen Deel vun de Schüler, die werden dann noch sech solo mal op eng Seite setzen, an die anderen op die andere Seite. An so geschieht eng Politisierung, an so was dann noch ein Civicscore bemol interessant, weil will verstohlen, wat an den Dr geschieht. Vielmals merci für Antworten. Ich meine, das Thema Politiker Schule ist ziemlich wichtig, auch gerade für uns Junker. Aber was so dir dann zu der politischen Bildung an der Schule am Moment heute in Lützeburg? Wir hatten ein bisschen den Eindruck, dass Politik an der Schule keine große Rolle spielt. Wir haben auf dieses Jahr im EOA Civic, wo wir eben, wie du gesagt hast, gesehen, wie der Grand Duc und das Chamber, wie viele Leute sind in der Chamber. Aber Samira, du hast ja direkt gesagt, wir sind viel mehr frei aufhängen, Politik an der Schule zu erklären. Und was sind da was zu dir dazu? Was kennen den anderen? Ja, kannst du direkt. Man hat ja doch schon, du hast wieder schon den Zentrum für politische Bildung geschwatzt. Voilà. Den Zentrum für politische Bildung aus dem Weiß zum Beispiel der Workshop, den hier Demokratie, wo Formateuren an Schule gehen an der Martine so Workshop machen, wo sie selber dürfen eine Partei sehen, wo sie selber ein Parteiprogramm können aufstellen und dann haben sie so Gebäude zur Verfügung und da können sie selber ihre Stadt aufstellen und dezidieren, voilà, wieso will ich das Gebäude hinstellen, und das wäre ein Grund. Und da sind sie am Anfang, das nicht nur, wie du gesagt hast, das drischend, wie viele Leute sitzen wo, was für Institutionen haben wir, aber dass ich sie selber an der Rolle, ich kann herausfinden, wie es ist, so Entscheidungen müssen zu treffen, mit anderen müssen einen Konsens zu finden und wie ist es überhaupt, so komplexe Entscheidungen müssen zu treffen und ich treffe sie selber, ich habe nur meine Meinung gefragt. Und ich meine, wenn ich schon ganz frei da anfängt, so anhand, so zum Beispiel ein spielerisches Beispiel, wie ich mit dem Workshop gesucht habe, an Schulen zu gehen und schon zu sensibilisieren, eben nicht nur theoretisch, aber eben auch praktisch. Ich meine, das ist ein Beispiel für viele, wie keine politische Bildung vom Abstrakten an das praktisch tun und doch wirklich lebendig machen.
huet du ir den anderen noch bis so wie enfleit kein Politik bis méi an der Schule präsentieren. Also schmengen den Zentrum für Politikbildung so geschwar gehen, dat war eng langjährig Forderung, weil am Fong schon ein Modell war, den aus Deutschland so kom as du noch so es den am Fong an Programmer Maderwirk der Versicht Politik méi an Schul zu bringen. Muss ich so den as nach relativ jung, dat ich mein, den as recht seit der letzter Legislaturperiode as den Reger Kraft an den werd natürlich schon eng Zeit lang bauen fir dat opbauen, méi op der anderen Seite se so Initiativen wie der Lohaier Grafhut menggen Jos wirklich den allerbechten wie wen wann net solo Junker mat Junker sollen hin Politik méi no bringen, op eng kontrovers Äderweis wéi an engem dreschenne Kur. mochten also opgefallen ass net op dat lo am Lächt Joer geënnert gouf, méi woch dësiem war noch nach die Joren donno. Dat war einfach Civicsbuch war vun 2009 an oder nach mir fré net falsch zu. Mei das einfach so ein alt Civicsbuch zu hunn an doaus dann ze léieren, du hast dann schon Prof iwwer hat Updates ze ginn, méi da muss natürlich auch dat Lehrer, wat am Buch steht, an wann dat schon net aktuell ist, dat demotiviert natürlich auch. Weil du vielleicht auch mehr oft Updates halt bringen, mehr neu aktuell opladen zu bringen, wäre auch vielleicht mal ein kleiner Schritt. Aber ich kann einfach mit all dem, was heute bislang gesagt wurde, kann ich einfach. Ich meine, war doch wichtig ist, dass die ganze Bereich von der Medienbildung, Schule Kind auch higon, da sind zum Beispiel auch digital Aboen zur Verfügung stellt, ab 4. 3. man dann noch Projekte durchfeiert, vielleicht das durch eine Gruppe nervig, da sind da vielleicht irgendwie bestimmten Themen, was an der Qualität da sind, wie kouvrieren muss und dort zu Expose hält, also weiter, auch für ein bisschen die Interesse unzuregen. Wird das aber auf der anderen Seite eigentlich, dass es gibt doch eine gewisse Responsabilität auch bei den Medien selber. Also stellen zum Beispiel fest, wenn dort die ganze Situation an der Schule geht, im Kontext von Covid, dass Schülerinnen ganz wenig zu Wort kommen, auch in unseren Medien heute zu Lützenburg. Ich fand, dass da wirklich ein Mangel besteht, weil ich da so vergleiche mit, wie oft so Gewerkschaftsvertreter da hier kommen. Also weiter fand ich, dass Schüler wirklich viel zu wenig durch geheiert gehen, dann, ja, wie sie zu bestimmten Maßnahmen stehen, auf einzelnen Schulen, also weiter. Und ich meine, dass da eine Responsabilität besteht, auch bei den Medien selber, für auch einfach mehr, also auch Junker mir Meinung zu froh quasi, ne? Das ist doch mehr ein Teil von der öffentlichen Debatte quasi auch sind Jungmeinungen. Ne? Ich denke noch, dass die Jungen mehr aktiv müssen an verschiedene Decisionen angebunden gehen. Ich meine, das gibt auch schon viel helfen, wenn sie eben so angebunden gehen, wie soll unsere Schulhof aussehen, wo hätte man gerne eine Chill-Out-Area, wie soll sie aussehen, was sind Auswünsche, die mir in den Bereich stellen, wo sie sehen, dass sie, wenn sie sich engagieren, dass sie etwas können erreichen und noch gleichzeitig haben etwas gesehen, was sie erreicht tun. Das heißt, dass sie genau etwas tun, wo sie können sagen, heute haben wir zusammen diskutiert, dann haben wir einen Konsens von, dann haben wir zusammen daraus gemacht. Und ich meine, wenn du hin weißt, was denn alles kann erreichen, dadurch, dass sie sich engagiert und sich für seine Ideen einsetzt, ist genau eigentlich Politik. Sich für seine Ideen anzusetzen, ist genau das, was Politik aus. Und ich meine, so kann ich ihnen beibringen, dass Politik am Kleinen ähnlich ist wie Politik am Großen. Und ich meine, das gibt schon viel auch helfen. Und ich gebe auch so den politischen Zentrum für politische Bildung, den 2016 gegründet ist, weiter ausbauen, dem Mino und Schule hängen, dass sie öfters können an Schule aktiv hinweisen, habe so gesagt eben eine Parlamentssimulation aus. Und dann eben auch die verschiedenen Institutionen mehr besucherfreundlich machen. Da sind die wirklich gesehen, da sind an den Staatsrat gehen, gucken, wie das Surplus aufläuft, an eine Chamber gehen, was läuft da, wie sieht die Chamber aus, nicht nur von der Tolle, wie geht es am Realen aus. Ich denke, dass das schon ein guter Schritt wäre in die richtige Richtung. Okay, also ich meine, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Juncker an der Politik. Und du kennst dich wahrscheinlich am besten aus. Melden sich dann viele Junker an der Politik, also gehen da viel an, ja, wenn nicht, was könnt ihr da gerne machen? Ich kann schon aufhängen. Ich meine, dass Löser dass du den Jahr bei Fridays for Future gesehen, dass die jungen Löser mehr politisiert gehen, also nicht, sie gehen nicht unbedingt
politisch aktiv, aber sie gehen politisiert, also sie gehen dadurch politisch aktiv. Aber sich wirklich bei einer Partei melden, kann ich mal nehmen, von den jungen Sozialisten schwatzen, könnte zu loslaufen und rollen, mit war wohl lang, ein bisschen mich schwer. Und ich meine, dass das viel auch darunter leid, dass Parteien, wie auch schon halt gesagt, so ein bisschen veralt drüber kommen. Und das sind die bisschen ältere Leute schon, die da oben so schwatzen und kann ich nicht viel mit denen aufhängen und kann ich sie irgendwie gut nicht identifizieren. Das, voilà, das sind nicht unbedingt in dem Sinne Role Models oder so etwas. Und ja, das ist, ich denke, wenn die Liatischen politisiert oder politisch aktiver mehr gemacht an in den Sinn einer Parteipolitik, einer Partei noch mehr erkennen kann, dass dann noch vielleicht die Jungen denken, okay, ich gehe nicht immer noch bei einer Demonstration, ich engagiere mich auch aktiv, so wie wir das zum Beispiel machen. Ich meine, dass der Schritt von bei einer Partei gehen, attraktiv wirklich gemacht, den ist zwar vielleicht am Gang, aber das ist noch Sputnuven. Ja, weil ich kann noch aus meiner Erfahrung durchschwätzen. Momentan ist so, also die Jungen, die gehen schon, sie sind schon politisch interessiert, aber weil ja bei allen Parteien, dass sie nicht immer mit allem einverstehen. Und das schreibt ihnen das so, wenn als Partei muss ich noch dann erst, ob die Leute durchgehen, also schon gesehen, du hast das auf Facebook gepostet, am Anfang vertrete mir die Meinung, du wärst nicht interessiert, ein bisschen mit in unserem Wahlprogramm zu schaffen, sondern dem Genre für einfach die Leute mit anzubannen und nicht zu weisen, dass es einfach just da sie will, da ist fertig. Dafür. Also, das was ich muss sagen, ist, ich meine, dass den Engagement generell für benevolat Sachen zu machen, also bon, bis das in Lo vielleicht an der Chamber gewählt ist, oder an einem Gemeinderat von den nicht oder an Schmengen den Christian kann so ein bisschen erzählen, dass es noch nicht mega dick ist, wenn der Christ von einem Gemeinderat passt. Das ist das wirklich bis zu dem Zeitpunkt mengen ist, wo ich wirklich an der Chamber ist, kann ich nicht mehr wie benevolat nennen, an dem dort sind. Oder Burgermeister vielleicht noch. An Zeit das enorm opwendig, mit das nicht immer an der Politik ein generelles Problem. Das heißt, wir sind doch bei den Sportvereinen, wir sind doch bei den karitativen Organisationen, den Engagement für sich am Anfang an den Verein zu bannen, den nicht nur gelos an, ich meine, dass es generell als etwas das, wo man muss schaffen. Hanne no, wann den Lo vun enger Jugendpartei schwätzt, schwes net schon dats bei Genen ass méi bei eisers den Zolaf relativ wie so Stationen den hängt am Fong linear um dat ze summen, wéi grad Bild vun der DP dobausen ass. Och wann ma en getrennten SPL sinn an Joch als Ideen do promoveieren mé schëllen hunn, dass das bei Jungsozialisten lo aus dem Bauer rausgi so, dass Standard Paulette Lehner so populär ass du wahrscheinlich bis méi zolaf ass an das vu dann bei periodisch an beflecht bis Manner gut lebt, dass dann Manner Momberen dann huet die eng zolafen. Eng froh die sechläit uknappt, ass läit net grad näsch Joke Parteiie fir die jugendlech unzeschwatze, fir déi ze motivéiere fir se für hin der Politik vielleicht ein bisschen mehr schön zu stellen. Bitte dir dazu also. Weil, wenn ich ein bisschen für mich selber schwätze, es kriegt nicht so viel Mord, also von den Jungen, als die Wesen, als sie gut mehr. Kenne ich vielleicht nicht auf Social Media oder alles, wo die Jungen sich mehr, dass du da, wo gerade der Fokus ein bisschen leid von den Jungen sich da vielleicht mehr engagieren, dass Jugendliche dat méi mat kreieren, firläit eng froh, Di sech ken stellen. Also ich kann lo just fir alles schwätzen. Mir sinn an dem Sinn an den lachte Joren dat relativ ausgebaut, also ganz Präsenz op de soziale Medien, Instagram, an Facebook. Wir sind im Moment noch nicht auf TikTok, Dir mengen schon auf TikTok seht. Wir sind auf Twitter, obwohl das nicht wirklich ein junges Medium ist. Das wird schon mal so, dass das wir versichern natürlich auch entweder allein oder auch mit den anderen Jugendparteien als Präsenz an den Medien zu holen. Und das, wo wir nicht direkt können immer steuern, das an Schulen zu gehen oder op Uni zu gehen oder so. Du muss man schon drauf verlosen,
dat zum Beispiel iwwer die Jugendrot fleicht mat do ranner kënne kommen, awer dann och op Initiativen wie lo die heiten, dats man an Schulen rakommen an dann abmol feng den hun eng eng Visibilitéitskreen. Me schmengen, dats die Hauptentrée, die ma hunn Membren ass déi, dat se seet mé kreieren en ëmfeld, an dems ma Politik am méiglechen, an dems ma Stellungnamen am méiglechen, min lo natürlich de Luxus, dat man enger Partei also mat der DP ze summen an engem Boot sinn an do riwer och influencéiere kënnen wat Politik vum Landers, so dats bis zu eng bestimmte Grad die Jung da noch do rankommen an dann noch so ech het gieren ass der toten geändert gëtt, an dann muss natürlich Struktur do sinn fir de Message nobausen awer och no wen ass an Partei dann riwer ze bringen. Michael Dösel schon ugeschwart et Verhältnis mat de Mammeparteiien. Wéi ass dat dann gi der Junker gelauscht dat vun Äre Mammepartei. Wer seit Verhältnis mat hinnen, wéi lief dat so of? Also mir perélech den regelmäßigschen Kontakt mit dem Nationalkomitee, wo dann noch natürlich Junker drauf vertreude sind, dat heißt, die sind aktiv dabei, wann gräser Diskussionen nur stehen. Dat heißt, das ein andauernden Austausch. Als Deputéiert kommen auch öfters an als Schottversammlungen, wo man da Martinen diskutieren, wat mir gern dem Mann von hinne fordern, weil mir den ganze Prozess gesinn. Dadurch gebe ich so ein ja alle Fall mir sind, also ich kann nur nimmer für Schott schätzen. Ich fand mir sind ganz gut integriert an unserer Mammepartei. Wir treffen uns sowieso auch immer an dem Haus von der CSV. Das heißt, dadurch können den immer Kontakt, den flotten Austausch, kriege ich noch mat wat genau an der Chamber dem Moment las ist aber aus echtter Hand gewur von du ja wohl falsch kann so dass mir an einem guten Austausch stehen. Ja, ich kann ja doch nimmen konfirmieren, dass das bei soch was regelmäßig Kontakt noch von irgendwie Nerbesgruppe und in eng bestimmten Sujet schafft, dass man doch dann noch immer auch irgendwie den zuständigen Deputéierten zu schreiben Themen Austausch zu, worum eng Bereitschaft besteht. War natürlich merkt noch Demosfirmen die Koalitionsverhandlungen werden, also wo die aktuelle Regierung quasi den Koalitionsprogramm dat ausverhandelt genoss werden, wo so paar Jung Vertreter die Mat quasi durchsitzt für Mat zu verhandeln, also so Sujet wie feministisch Außenpolitik, wie auch gesperrt Cannabis legalisieren, das sind noch alles Sujets, die mehr natürlich auch gepusht und das natürlich auch, wenn er doch mal ein bisschen über Parteien machen, das natürlich nicht wert. Wir kommunizieren darüber, dass wir da so und das dafür angesagt, wie ob dann du bist, Südfahrer Matkrit, dass das dann dank der Hotel oder dank der Hotel oder dank der jungen Geringen, dass das so Menge anders sagt. Das wäre eben noch ein froh von Kommunikation, dann noch sos guck mir natürlich iwwer Social Media iwwer viel Präsenz we. Das natürlich die Lächt méint awer auch gefehlt om eng Studenten vor wie mal kontigoen, hat man zum Beispiel Mä noch durchstand auch digital, dat man bei Sper goken Zoläf zum Beispiel, wo man so immer auch neu Leiit auch interessierter Fond hun dann an Gespräch kommen sinn hin legent wie Flyer an Tan gedregt hun as weiter. Dann hat man wissen, dass nur der Studenten vor pu Leiit doch dabei sind. Ja, dat einfach lo gefehlt die Lächt méint dann ja offenbar dasfle, dass du die nächsten Mä ein bisschen sehr besser lebt in dann op der Straße da bei se Staaten gesäit. Ich mein, das auch wichtig, dass net den digitale Kontakt mir auch wirklich da sind sich auch op der Straße beginn als Mensch auch wichtig. Also am Punkto Verhältnis mat der Mammepartei gestört, dass bei Jung Piraten auch ziemlich gut an enger ziemlich guter Beziehung sind mat der Piratpartei mir hunn am höchste Gremium, also am Parteipräsidium hun doch zwei Sitz, also Observatoire Sitz, wo man halt als Meinung könne so natürlich Stimmrecht, mir das schon mal gut, dass man wat sind durch wat mat abgebaut gëtt an mir hunn vun 3 Gemengekonseien ass vun enger Jungpartei, dat ass dann Mengwenig geht an sos spiel mor op enger politischer Linhalt mat der Piratpartei mehr fokussieren als just hauptsächlich op die Themen, die halt echt die Jung betreffen. Ich gebe gerne noch ab zu der Social Media Sache. Natürlich ist das, was du so mehr wo natürlich
sind die Jungen heutzutage über Social Media recht bei Lutzemols an den Zeiten, wo 90% von der Öffentlichkeit sich sowieso auf Social Media aufspielt. Mir ich meine, dass das tatsächlich ist, wie mit der politischer Bildung an den Schulen. Irgendwie ist es schwer für Politik, sogar für Jungpolitik, am Anfang so die Jungen zu erreichen. Und auch mit einem Facebook-Page und Instagram-Account. Und wir posten doch viel, wir kriegen doch Follower bei mir. Irgendwie könnt das nicht so wie es am Anfang sollte oder wie es kennt oder wie es probiert, das zu sehen. Ich meine, dass Politik noch immer so etwas, so immer nach irgendwie etwas ausfällt, oft sich an irgendwie an einer bestimmten Gruppe von Leuten, irgendwie bleibt da vielleicht so ein bisschen darüber hinausgeht, aber was irgendwie nicht flächendeckend oder irgendwie nicht überall könnt. Und ich meine, dass das auf Social Media nicht klappt, als nicht ein Symptom dafür, dass das am Allgemeinen noch irgendwie nicht richtig klappt. Genau, das ist, ja, ich meine, dass politische Bildung auch dazu irgendwie etwas beiträgt. Oder vielleicht meint die Jugendpartei noch irgendwo, vielleicht machen wir irgendwie aber etwas falsch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das etwas, was den Mord holen muss und was den jubiläen muss. Und zu der Beziehung mit der Mama-Partei, also die letzten Jahre zwischen der LSAP und zwischen der Judasal, nur immer so 100% gut gelaufen. Also die letzten Jahre ist das aber im Gang, wird das aber verbessert und die Kommunikation ist auch besser ging. Und voilà, die Jugendpartei hat ein bisschen die Chance, dass sie du Point de vue von der die vielleicht Mama-Partei auch besser ausbauen kann. Aber was ich aber auch wichtig fand zu sagen ist, ich fand, dass Jugendparteien auch nicht immer das sollen sagen, was die Mama-Partei so oder ruhig mal eine andere Meinung können haben oder ruhig mal mehr hart scheißen dürfen. Und ich fand, dass das okay ist, wenn du vielleicht ein bisschen Konfrontation hast, dass das echt gut, also vielleicht ein gut Zeichen ist. Ja, also min do natürlich auch verschiedene Eskalationsstufen, ne? Also das heißt, mir sicher natürlich immer intern den Dialog an wann da wirklich DP op ihrer Position beharrt an das wirklich kein Kompromissbereitschaft. Bei der Seite stand der Moment, wo du nobause gehst an wo du den Konflikt dann mal heinst du dosiert dobausen dann noch ausdrehst. Ich muss aber so, dass das schon ein bisschen wie lang hier als man dobausegegangen brucht hun, weil Java muss so, dass man vieles an den letzten Jahren über PP erreicht kreen hun hat den ganzen Forderungskatalog eigentlich erstellt für den letzten Wahlen von dem Forderungskatalog goufe quasi all Punkten an den DP-Programm integriert. Schmengen den Punkt Cannabis war effektiv von den Streitesten, die man hatte, hunn den Punkt seit 2014 gepusht. Die Zeit, wann den sich zurückversetzt, hat es nicht gut ausgesehen, dass es nach ein gif durchgehen für am Fong eine Dreierkoalition zu machen, also rot, grün, blau. Schon auf die Hoffnung nicht abgehen. Und schon gepusht, dass er dann das Wahlprogramm gif kommen, weil ich wusste, dass es doch bei den geringen Gift draufstehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich am Freitag den Jimmy Scandero Video gerufen, die junge Sozialisten, und ich ihm gesagt, hey Jimmy, wir kriegen nicht wahrscheinlich bei uns an das Wahlprogramm. Kannst du wann lief bei ihr im Nationalkongress, also das geht dann quasi so weit, das steht ja auch dazu, können das wann lief an das Wahlprogramm dran machen, weil wenn sie haben no am de Koalitionsgesprächer dann du sitzen, sie legen die 3 Wahlprogramme zu summen, da können sie nicht das machen, wie zu machen. An justfähig zu sagen, dat wir niemals geschieht, wann net die Zeit die jungen Parteien notamment dann von denen heute Parteien von den also Rot, Grün an Blau, wann die Jungen nicht so einen Druck gemacht hätten, dann da wird nicht dazu kommen. Und das ich will auch mal op de Weg gehen, sich engagieren an einer politischer Jugendpartei kann auch bedeuten, dass sie wirklich etwas nationalen oder auch im lokalen Niveau kann ändern. Dann kommen wir zu einem Thema, das es alle gut betrifft. Und über das wir auch natürlich müssen schwätzen, als die Corona-Pandemie. Was hält der da von der Impfpflicht? Ja. Sie gehen all Form von sie gehen all Maßnahmen, wo zur Diskriminierung von nicht Geimpften feiert. So eng Impfpflicht, Impfpass, alles das gibt wirklich so eng Barriere zwischen Geimpften und Ungeimpften machen und das können wir nicht mitdrohen. Wir sind aber just das klar zu stellen, wir sind für Impfen, wir sind aber just
op dem Punkt, dass man so mehr Vertrauen der Bevölkerung genug, dass sie sich vom selben impfen an dass sie dat selber an Hand holen an lehnen dort Responsabilität op Bevölkerung oni do wollen irgendens diskriminieren. Ja, also mir gesinn Impfung auch als wichtigste Faktor fir ze reggern als gewinnte Normalität. Et bedeit Reko an als Freiheiten. A mir hunn eigentlich ke schwa entweder mir impfen oder de Virus besteht Virun. En dritte Schwar Hummer eben net an Schmenge wat sicher ass. Et muss fir allem Miséier goen. Wir muss Leute definitiv besser opklären, wat heget ze schimpfen ze lose, wat sind Konsequenzen, was sind Risiken. Mir gleichzeitig war das Ziel von der ganzen Geschichte. Weil Ziel ist, wir brauchen 70% von den Leuten, die müssen geimpft sind, mindestens, für das wir eine Herdenimmunität haben, für das wir den Virus sozusagen aus der Bevölkerung rauskriegen. Und ich meine, da muss man den Leuten klar vermitteln. Ich meine, das ist wirklich wichtig, einfach zu sagen, wenn wir uns alle Guten zusammen tun und zusammen als Impfen lassen, da können wir das Ziel erreichen. Und gleichzeitig hilft das dann eben zurück an als Normalität. Ja, genieren och spengt das nicht eng transparent Kommunikation getrakte basiert ich Loch wie stelle bisssen rechercheiert und dazu eng Studie gestöst von der Europäischer Kommission, also die quasi ändert Leiit als alle Mambastaaten durchgeführt genossen 2 Joer da sind wie rauskommen, dass 40% von den Europäerinnen mengen dass Impfungen aber irgendwie dauerhaft Niewirkung kind dem Masterspiel, obwohl der wissenschaftlich irgendwie also Fall lassen. An mir ging aber schon so ein bisschen unabhängig von der aktuellen Pandemie, die man 100 durchmänglisch einfach Informationsdefizit gehört wirklich selbst natürlich prioritär geschrieben muss noch darüber raus wirklich muss proaktiv umgehen. Also die frohe Impfpass Impfpflicht also weiter umgeht also ich war auch bestimmt, dass die Sache mit dem Impfpass schon ein bisschen also ich war einfach bis so okay ich mich einfach, ob das nicht einfach Kind ein bisschen deswegen zur Klassegesellschaft feiere finale Morlo die nächste meint wann alles was dass die verschiedene Länder so okay just geimpft der Aresen an Zweifel den hast hatten aber viel andere Leute noch keine Chance impfen zu los. Das immer nicht bei dem Punkt ob du impft dich einfach nicht willst impfen los welche Gründe dass du schnell kommst impfen los. Ja, das fand ich aber eine ganz gefährliche Diskussion auch für Eis Juncker, weil kann ja aber gut sind, dass mehr so die sind die mal als Slash-Druck kommen so bist, gibt du so von Europa auch vollkommen okay fand dass durch die Prioritäten gesagt gehen. Aber du musst ja wirklich aufpassen, wer die möchte. Das sind dann aber irgendwie durch Tester schnell testen, dass du nicht entsteht, dass irgendwie als Eltern die können schon op der Plä einfach älter Generation an irgendwie mehr kriegen so bleibt du eben selbst wenn ich dann über Tester oder so sind du nicht aber das sind nicht möchte Situation noch an der Gesellschaft feiert. Ich meine, du musst einfach den nächsten wirklich vorsichtig sind andere auch eng Öffnungsperspektiv mengench weil du bist die vulnerabel die Eler bis geimpft sind, da sind dann auch wirklich gutere méi Löser opmerk der Torreska doch Sport, Kultur auch gerade für die Jungen. Ich meine, auch du musst zu dem Zeitpunkt muss doch möglich sein, um über Öffnungsperspektiven zu schwätzen. Ja, also das ist ein ganz schwierig froh, not für Liberalen, just für zu so dat am Anfang also Fokus immer den Individuum also noch die individuelle Responsabilität zu stärken. Heier dawer lobes mi komplex, well wann ech mech an enger Gesellschaft befannen, wo ech de Schwar hole mech net impfen ze losen, bringen ech Diana jo a Gefoch. Dat du sinnnech dann widersprichch dem anderen Ideal nämlichlech sie frei, solange dem andere seg Freiheit net erschränken. Ja schränken awer de andere seg Freiheit huecher an, dat sech ein Kind ustierchen, wannnech mech entschede mech net ze impfen, an den anderen dodurcher Ustierchen. Lo muss aber von dem Prinzip auch hier higoen, dass muss so okay, wie werdet Leute zu Lützeburg 4 goen, der Techt errechen man die Herdenimmunität sowieso durch freiwillig impfen also dann hat noch notwendig, dass man irgendwann keinen Impfpass kreen, weil man sowieso schon über den Säuen do sinn. Datcht schmengen, dass die méi kruzial froh bewährt sind, weil ich von der Hypothese ausgehen, dass mir als Lützeburg dat werden durch freiwillig impfen
errechen, dat ich vun der Hypothese ausgin, dass man dat kräen, an dats de filmmi großen Challenge eigentlich steget, dat man het fertig springen, fir dass die ganz Welt eigentlich die Pandemie he last gëtt. An die ganz Welt, die gi man net lass, dat wat man am Endeffekt mé oder man am gang sinn an der EU, an Amerika, an den anderen Länder ze ma ass, mir kucken teich no eis. Dat heißt, mir kucken lo, dass die Europäer geimpft gehen, dass Brite geimpft gehen, dass die Amerikaner geimpft gehen, also alle Götten die reich Länder, die gucken, dass sie hier Population geimpft gehen, und dann hun sie für gut Gewissen nach so kleine COVAX-Programm gemacht, wo sie dann Impfstoff und arme Länder verdelen an Afrika, an Südamerika. An ich mengen, dass das Risiko daran besteht, dass wenn man den nicht sehr gut noch geimpft kriegen, dass der Virus immer weiter mutiert, und dass es immer neue Varianten gibt, die dann auch irgendwann Kindern die Impfungen, die man haut tun, unwirksam machen, und dadurch dann der Virus auch heilen könnte. Ich meine, die mehr großen Challenge als wie die Impfpflicht, als wahrscheinlich zu gucken, wie kriegen wir den Rest von der Welt so sehr wie möglich geimpft. An die zweite Sache ist, ich meine, dass den Impfpass als sowieso etwas, wo wir heute zu Lützeburg man nicht machen, wahrscheinlich nicht darüber decidieren, weil es wird wahrscheinlich so sein, dass Griechen irgendwann so, du kannst just nach Griechenland, wenn du einen Impfpass hast, du kannst just nach Heiner kommen, wenn du einen Impfpass hast. Das heißt, irgendwann gibt es eine Obligation, indirekt für sich zu impfen, wenn ich an das Ausland will gehen, an die wird wahrscheinlich irgendwo einen Druck ausüben, dass er sich sowieso selber muss impfen muss. Kann ich auch nicht froh also sind schon he viel woer Sache gesucht gehen. Ich meine ab wird bei der Impfpflicht vielleicht noch ein bisschen vergisst gouf, als das Moment die Problem hun, dass gar nicht so viele Leute geimpft gehen, wie am Anfang geplant war, und dass gar nicht so viele Leute geimpft gehen, wie das am Anfang, also wie das am Anfang sollte sein, wie das vielleicht lo passe geft, dat war mal schon von enger Impfpflicht schwatzen, da gibt vielleicht sogar die Leute auch ausgestößt, die sich vielleicht wollen impfen lassen, mir einfach noch nicht konnten. Weil einfach nicht genug Impfstoff da ist. Und ich denke, eher mal vielleicht schon zu viel über den Impfpflicht diskutieren, sollte man sich echt also darüber so konzentrieren. Können das meist alle Gute können impfen lassen und dass wir genug Impfstoff kriegen. Und ich meine, voilà, dass das vielleicht wichtig wäre, weil sonst die Leute ausgegrenzt, ohne dass sie überhaupt die Schwur hatten, kann ich mich impfen lassen oder nicht. Joel, du hast den Impfpass schon angeschwart, den soll europaweit angefordert gehen. Von der Natur dann eine gute Idee, dass die soll sein oder kann du irgendwas vermeiden? Du hast ja gesagt, wenn in Infos Vakanz will, können nicht lernen, sich impfen zu lassen. Wie steht der dazu? Ist das eine gute Idee oder müssen das echt probieren zu vermeiden? Also ich bin persönlich der Meinung, das Problem, was wir schaffen, ist eine Zwei-Klasse-Gesellschaft. Die geimpft sind und die nicht geimpft sind, weil sie nicht konnten oder weil sie keinen Zugang dazu hatten oder weil sie die nicht wollten. Aber das Problem ist, wir schränken die Leute an. Und ich meine, wir dürfen keine Ungerechtigkeiten zulassen. Wir sollen weiterhin die Möglichkeit bieten, wenn ihr nicht geimpft ist, dass ihr die Möglichkeit hat, Schnelltests zu machen oder PCR-Tests, dass ihr trotzdem kann reisen, dass ihr trotzdem eigentlich frei ist und sich bewegen kann. Und ich meine, ja, wir müssen dann eben Alternative bieten. Eine Alternative ist dann definitiv ein Test oder eben dann im schlimmsten Fall Quarantäne. Also ich meine, dass es an enger idealer Welt der tote mis sinn. muss einfach so wir sind als zu Lützeburg nach sicherlich Schicksaler pardon, die ganz schlecht wäschkommen sind. Aber ich meine, dass wir als Lützeburg finanziell gut über die Krise irgendwo kommen, mit der wir aber nicht vergessen, die Länder wie Regionen in Italien, Griechenland, Portugal, Spanien, Bulgarien, die Länder, denen ihren Hauptabkommens oder größten Teil von ihrem Abkommen ist aus dem Tourismus. Und wenn der Tourismus diese Summe nachher bei denen ausbleibt, dann haben die ganz große Probleme, von ihren Staatsfinanzen, aber auch die Leute, die wirklich alle ihre Reserven letzte Summe abgebraucht haben, die Betriebe, die da sind, an die werden Politik an den respektiven Ländern dazu drücken, dass es dazu kommt, für irgendwie Weh zu finden, für einen Massentourismus an die Länder ranzukriegen. Da kann der Impfpass natürlich ein Weh sein. Du hast den hier als Lützeburger Sicht, könnte sagen, wir halten uns da raus, wir fahren keinen Impfpass an. Wir schmengen, dass wenn wir das gemacht
hätten, dann wäre man wahrscheinlich ausgeschlossen gehen einfach von den Ländern an die hätten dann irgendein 8 egene Standard für Südfrieden rausbrücht, dass dann einfach gesucht hat, okay, wir gucken den deutschen Impfpass, die seid so aus auf Lützeburg sowieso zu klang, die reguläre man mich spät, wir gucken nur denen Haupttouristen, die rankommen. Und da wird wahrscheinlich so zu einem administrative Wirrwarr kommen. Das mengen, das schon, wenn wir es schon machen, wird natürlich an einer idealer Welt etwas ganz Falsches ist, dann da soll man als europäische Lösung bieten. Wat man persönlich an dem ganzen awer irgendwo fehlt, dass mir hun fir Kanner zum Beispiel awer überhaupt ke Wachsen verfügbar, dass ke Wachsen bis dato zougelos fir wa als Kanner zu impfen. Dat heißt, mir schätzen ein schon von enger Etappen wie weit, mir trotzdem kommen hummer aber ganz viel Kanner, die mir überhaupt net können impfen, weil das überhaupt ke Wachsen fir se vier gesinn. Et das ke Wachsen dem Moment zougelos fir Kanner zu impfen. Ja, und das auch ein ganz wichtiger Punkt, effektiv. Es doch nicht so viel darüber auch geschwärzt. Das hat doch, kind doch dazu Probleme feiern, an dem Sinn, was dann Recht auf Familien dann nur geht. Ich merke dann, also wenn es nicht, dann, wie gesagt, da soll ich irgendwie mit PCR-Testen, wenn du einen Schnelltest, wenn du anständiger geht, verbunden hast, das fand ich akzeptabel. Ne? Dass du auch guckt, die Infrastruktur zu schaffen, vielleicht auch dann, da wo die Leute dann auch kommen, also weiter an den Hotel, wenn wir beim Tourismus bleiben. Wie bleibt eben so, der Message, den du auch kommen, von, also quasi da, wo die EU-Staatschefe sich getroffen hat, für die nächste Woche war wirklich okay, den Pass können, dann das war nicht dabei. Dann ich meine, wenn die Tour gekoppelt, dass man testen, dass auch dann die nach nicht Chance hatten, sich impfen zu lassen, dann ihren Test können machen, weil da also mal 400 Jahre noch verdenken, dann auch quasi, ne, das fand ich okay. Das fand ich auch schon am Sommer, letzten Sommer gedurcht. Ich war schockiert, dass zum Beispiel 15 oder 20% sich im Flughafen testen gelassen. Und ich bin nicht verstanden, dass da nicht mehr einen Ausspruch holen. Ich meine, das wäre ein gutes Sehr auch für sich selber, für sich Mitmenschen. Von dat fand ich noch als Bedingungen setzen, dass dann sich muss testen. Du hast fand ich kein Grundrechts, also Abschnitt quasi. Ich meine, dass in Impfpass aber irgendwo ein bisschen eine Impfpflicht durch die Hintertür ist quasi, was ja auch oft schon gesagt wird. Voilà, wie auch schon angesprochen wird, natürlich sind die wirtschaftlichen Interessen stehen da ja irgendwo im Vordergrund, weil wie schon gesagt habe, voilà, den Tourismus, also für verschiedene Länder eine Haupteinnahmequelle, wo sie die meisten Schuhe verdienen oder die meisten Schuhe ranholen. Und wenn das irgendwann nicht mehr von 4 Urlaufen, also neu Urlaufen kann, da sind die Länder wirklich an einer finanzieller mehr wie eine Krise. Du willst kann in den Grund für den Impfpass wirklich verstehen, aber wie gesagt, ein Impfpass sucht für effektiv eine Zwei-Klasse-Gesellschaft, für 4 Deler für die einen und nur Deler für die anderen. Und du willst, wäre aber dummer, da trotzdem ein bisschen physisch auch von den Gründen drin natürlich verstehen kann. Ja, ich resümiere noch schüss denke für als Position durchstellen. Ein Impfpass gibt eine Zwei-Klasse-Gesellschaft halt hervorheben und dafür von mir, dass in alles muss machen, für die Notlesung Impfpass zu verändern. Die Leute über die Impfen abklären, die Leute motivieren, sich impfen zu lassen und dann, dass sie dann noch freiwillig machen und dass wir halt zu der Herdenimmunität kommen, ohne müssen einen direkten oder einen indirekten Impfzwang halt hervorziehen. Also ich wollte nach so schon mal Gedanken gemacht über eine Spezialsituation, die Kind irgendwie vorkommen. Wir hatten solo mal Südfrieden durch Haut einen Impfpass, also dass die Gielen dann. Wir mal Kaffeen gifferem opmachen, haben wir giffen de Kaffeen die Freiheit gehen, ob sie das kontrollieren oder nicht. Das heißt, du gibst Ballern a pervers Situationen kommen, wo den Kaffee gibt so ich froh keinen Impfpass, an den anderen Kaffee sehe ich froh einen Impfpass. Und dann den Leute alle Guten, die an den E-Kaffee gehen, die nicht geimpft sind, an alle Guten, die geimpft gehen, an den anderen Kaffee. Das heißt, wir kreieren da sozusagen irgendwie vielleicht Hotspotten. Und das ist eine Frage, wo ich mir denke, okay, wenn wir den Impfpass bis hin, und wir machen nichts, wir verbieten mal nicht, dass Kaffee dürfen die Kontrolle machen, kreieren wir dann nicht gerade so Infektionsherde von lauter Leuten, die sich dann da akkumulieren. Das ist schüsslos so Gedanke spielt. Vielleicht tritt er doch gar nicht an. Ja. Hatte für Drohne auch schon ein kurz
Impfprioritäten umgeschwart. Was halt da von denen hat die Namen nicht abgestellt oder vielleicht Schüler und Profen zum Beispiel mehr Pflicht gemacht, weil die aber auch viele Kontakt sind. Ich meine, das ist ein delikat froh, weil sich, egal wie argumentiert, moralisch und ethisch leider irgendwie immer falsch. Wenn ihr seht, ja, es wäre ja aber eigentlich besser, Profen und Schüler mir frei zu impfen, da gebe ich ja quasi oder so, ja, mit die Leute, die eigentlich vulnerabel sind, die sind immer noch wichtig für die Gesellschaft oder Gesundheitspersonal, die am Anfang gerade dafür sorgt, dass, voilà, dass alles am Anfang noch funktioniert, die sind am Anfang nicht so wichtig. Aber auf der anderen Seite fand ich das Argument, dass Schüler, Profen vielleicht sollen echter geimpft, die nicht so uninteressant, weil, muss ich ja bedenken, gerade die jugendlichen Leute, die nicht vielleicht unbedingt so direkt in dem Virus, wir führen allem in der Mesure vom Virus, das heißt, ich spreche nicht mehr ein Stichwort zu so mental Gesundheit. Und ich meine, voilà, dass sie jung, die nicht mehr so viel Sozialkontakte hat, verbringen die ganze Schulzeit an dem Ekran oder aber noch nicht an dem Ekran, am Lycée können die ja in der Schule, wir dann aber immer die ganze Zeit mit der Maske, mit Distanz. Also weiter und den nicht mehr dieselbe Freizeitaktivitäten neben der Schule. Und ich meine, das ist ja die Gesellschaft von mir. Und ich fand, wir sollten da nicht allzu viel Schuhe lassen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir auch gerade am Punkt Selbstentfaltung, mental Gesundheit, dass wir das gerade irgendwie machen. Und vielleicht sollte man aber darüber denken, dass die Gesellschaft von mir auch ziemlich wichtig ist. Und dass es nicht unbedingt falsch wäre, darüber nur zu denken, die aber vielleicht echt zu impfen. Ich kann da nicht zustimmen. Also ich sehe noch, dass man vielleicht die Chance soll nutzen für die Profen, für allem echt zu impfen, weil dass die anderen Erwachsenen nicht mehr getestet sind ab 16 Jahren. Das heißt, die anderen Kinder oder Junker sind sowieso leider noch nicht bereit, für eine Vaccination zu kriegen, weil sie wissenschaftlich nicht getestet sind, ob es auch bei mir Junker Kinder hilft oder nicht. Und dann, was eben noch zu Lützeburg im Moment wirklich ein Problem ist, das ist Logistik. Ich meine, wir haben so viele Erwachsene nach dem Moment stehen, die noch nicht verimpft ist. Wir müssen einfach mehr schnell gehen. Wir müssen Tick kriegen, die Erwachsenen, die im Moment vorrätig ist, auch wirklich bei den Patienten zu bringen. Ich meine, da ist der Moment bei uns zu Lützeburg auf alle Fälle Knackpunkt. Und ich meine, dass wir auch müssen hinkriegen, dass mehr Hausdoktoren Leute können impfen, für das es einfach der Prozess mehr schnell geht. Weil zu Lützeburg steht eben wirklich viel Erwachsene Prato, den der Moment nicht verimpft wird. Ja, ich meine, ich fand gut, dass die Regierung hat so gemerkt, dass sie so ein Ethikrot quasi beobtragt hat, eben zu entscheiden über die verschiedenen Phasen, wen an Druck. Da tun ich sich gut fand, dass in da sein Gremium, das eben die also quasi die verginnet für das zu tranchieren. Aber ich habe ein bisschen vorgestellt, und ich finde sich auf dem Moment gut fand, was du die Stay tun, weil da auch im Moment bei einer Diskussion für auch gewisse Berufsgruppen vielleicht prioritär zu impfen, wie die Edukativpersonal auch vielleicht zu Polizei, also Pompien und so, also nach Berufsgruppen nicht den am Gesundheits- und am Pflegesektor. Aber du eben nicht die Grund gesagt, dass wir auch ethisch schwer eben richtig hinzukriegen. Dann ist noch ein bisschen gefährdet, ja, aber dass man mit Leuten, die im Privatsektor schaffen, am Butzbereich, die aber dauern, was Butze quasi aber können da Kontakt kommen, weil das mit dem Restgarment abgeht, mit Leuten, die du da so etwas, wenn du irgendwie du zerwehrst oder du hast teilere Gläser ob, du hast irgendwo irgendwie nicht ungefähr. Da bin ich im Moment doch richtig fand, dass sie das so gemerkt haben. Los uns mal, also gerade den Punkt am edukative Personal, weil man einfach so als Gesellschaft oder die Regierung gesagt wird, okay, die Schule müssen abbleiben, müssen funktionsfähig bleiben. Ich hatte den aber überlegen, da vielleicht für das Senior eine Ausnahme zu machen, wirklich mit dem Argument, für das so bleiben, für den jungen Education zu ermöglichen. Das ist ein ganz schwerer Vorfall zu so. Das muss so sehen. Ich meine, das ist immer so notwendig zwischen verschiedenen Faktoren einfach. Ja, weil er aufweihen als Stichwort. Du hast angeschaut, bei den Schülern ist es mentale Gesundheit, die hat tatsächlich eine Gefahr aus. Aber den vulnerablen Leuten ist es nur mal hier leben. Und ja, bon, wenn ich dann da aufweihen muss, helfen die nächsten den Leuten, die für das hier mental Gesundheit man gefährdet geht oder ob die Leute dann halt die vulnerable Leute, ob die da sterben. Ich meine, das ist dann schon ein bisschen verständlich, dass ihnen dann echt den vulnerable Leute hilft. Aber wie gesagt, du musst dann einfach ganz sehr, sobald genug Impfstoff da ist, muss dann einfach nur den Jungen geguckt gehen. Das halt wirklich so ein Priorisieren. Voilà. Voilà.
Also das Sujet, den denkt Schweze lo net zuviel iwwer Appppes wat ze kreas méch. Et gëtt an der Regierung kritisch iwwer den dote Problematik natürlich geschwaart. Dat Techt du ginnet ënnerschilech Menungen. Ech muss awer soen, dat ech der Menung sinn, dat wie de Jo alle Vidruck so huet, ech froh sinn, dat een Ethikrot ass, den et net zo leiist quasi dat die imfreien Folsch viel politiséiert gëtt. Well wann Logif gin de Beispiel. Wo tauchen am Moment ganz viel Fall op, dats op de Chantien, wo am Moment ganz viel Abbeter sech ustierchen. Dann hunnech op der anderen Seite eng Wandösen, die so ich gesinn schaffen am Kaktus schon 200 Klienten ha am Dach, die Lach kommen, wat mengg da war dech fir Risikoen. Wird mir net so, dass Profen, die op soviel Distanz zu de Schüler sinn, mat Masken, matwi net wetten nach alles, mat Handschen, dann dat ech sie viel méi gefährde wie déi. An dann Bemol fenke ma un e Cliffage an der Populationun ze kreen, weil dat gift sech no an Politik iwwersetzen. Dat Techt hanno hat die eng die giffen dofir plädeieren, dats die eng fir geholl ginn, die anderen die giffen dofir plädeieren, dat Profen, die anderen die setzen sech fir Fondösen an. An dann Bemol krit der Cliffage an der Gesellschaft, wo der och eng Jalousie den een géint den anderen Bemol kreiert. An dann en no gif och nach de Shaming dabei kommen, weil du hëll ma eng Berufsgrupp gif sech Manner impfelossen wie die aner Berufsgrupp, da gif quasi ochrem do an der Gesellschaft gesot gin. Ja mé Münten rëmmer gesot, der toten dat sinn schlecht Leiit, weil dé sech net impfelossen, an der to si gut leit, weil die sech viel impfelossen. Du gif mal ganz viel riskieren Cliffage an der Gesellschaft ze kreen, den en net so krit van den no Altersgruppe firiert, weil en do eben en no vielleicht iwwer Generationen seet die vu 50 bis 60 die waren lo net so decken wie die vu 60 bis 70 oder so. Me ich menggen, dass dat viel Manner Tensionioune bringt. wenns menggeneg dat Regierung eigentlech lo mat dem Rot, mat dem Ethikrot richsche Weer an Joch do sollt strikt do hun erhalen, wat defir gëtt. Der hat dat lo enker schon kurz ugeschwart. Also mir selber als Schüler kree mat, dass der Moment wirklich schwer ist, wenn ze mesure sech zu motivieren. An net gouf ja schon gesot, dass Schüler psychologisch Probleme du wennst wirklich mat drohen. Hat vielleicht Idee, wat den du hat kind besser man oder lo noch kann besser man? Ich mein, dass psychologisch Betreuung, also das Thema Mental Health, was wir sowieso es war recht durch Corona zu Lützeburg überhaupt mehr diskutiert wird. Das war für uns so ein Thema, was wirklich muss auf Besuchen viele auf den Teppich gekehrt werden. Und durch die Pandemie könnte das lösen mehr ab. Und ich denke, was einfach noch ein bisschen fehlt, und da gibt es auch schon eine Petition, als dass nicht nur ein Doktor zum Beispiel an die Schule kommt, mehr auch ein Psycholog. Das ist, dass wir das Thema Mental Health mehr direkt an die Schule bringen und noch als mehr darum kümmern. Und was die wirklich direkt an der Pandemie hat, könnte besser machen. Also sie hat vielleicht mehr gezielt, könnten also antizipieren, was psychologische Betreuung angeht, hat vielleicht könnten Personal kurzfristig mehr schulen oder hat vielleicht könnten bisschen mehr dafür sorgen, dass einfach den aus BMW geholt wird und dass der ziemlich lange negligiert. Aber irgendwie ist das auch etwas, was der noch nicht so richtig antizipieren konnte. Ich widerspreche mal ein bisschen selber, weil die auch irgendwie kein Wissen konnte, was könnte man mit der Pandemie, die hat jeder Rede ein bisschen überholt. Also ich denke, wo wir wissen, du hast ein konkretes Problem, aber wenn wir das umsetzen, dann können wir etwas Größeres, etwas daraus lernen, gebe ich so. Ja, vielleicht also generell Situation an der Schule, und ich hatte ein bisschen sowohl bei diesem Membre wie auch bei Leuten, die ich bekenne, ein bisschen gefragt, wie Feedback zu kriegen, Leute, die an der Schule sind, weil ich das schon mir an der Schule anschmengen soll ja auch also mit denen Schwätzen, die eben noch betroffen sind, für du Portemonnaie zu tun, aber das ein bisschen hören und also für den Homeschooling wäre du bist eine Belastung für viele Schülerinnen, wäre also eben dass es oft also quasi so
dass es kein klar Regel gouf quasi wenig also zu wegen Auerzeit kann der Prof noch beim Melle für Hausaufgaben zu gehen also weiter wo da irgendwie am späten Mitschnaps können wir in der Purstunde Dr hat sollte mehr also so Geschichten dann schmeckt das durch selbst weil doch viel an der Arbeitspolitik so bist gesperrt geht wo von Dr aller Dekonnexion gesperrt geht also dass eben Leute die bei einem Betrieb schaffen aber eine gewisse Auerzeit eben ich muss noch Mail nennen also weiter weil dann noch Erbeszeit werden schmengen dass da nur etwas von Situation könnt oder wann ihr vielleicht an Zukunft weißt du nicht aber vielleicht die gewissen die Digitalbildungs oder Hybridbildungsmodelle die vielleicht ausprobieren oder wie sie nicht alles geschieht weil wir lehren dass die Pandemie auch an dem Bereich zugehen das hat einfach ein Layer also wirklich wie wichtig auch am digitalen also klare Regeln noch Götten für B-Zeiten wir hatten zum Beispiel auch als Jungring hat man September einen Artikel geschrieben, die über Digitalbildung geben, hat auch die beruhigt, also das geht eben auf der Uni so Sprechstunden von den Profen, das sehe ich auf der Uni, da sind dann Meldungen Profit Sprechstunden, was das zu beschwätzen, du hast quasi, dass auch der Prof halt immer das Wochenkind, außerhalb von der Schulzeit, Kind da du bist, wenn eine Frau zu einer Prüfung meldet, sich hin, dann sind wir auch, hat eben noch so wichtig, dass nicht so unwesentliche Zeit, also irgendwie oben sind 10 Mail müssen, dann denken wir sind einfach tun, dann denkst du dann drauf, wie die Prüfung in der Druck quasi. Das ist einfach wichtig, dass das noch da auch das mein Job vielleicht gewicht war in der Sache mental gesund die vielleicht auch Schülerinnen eben beläscht wird dann dass du einfach wichtig dass die WB-Zeiten dass der klar Regel gehört und die sich zahlen doch an dem digitalen Spektrum quasi ja okay generell fand ich wichtig dass dass das Tabuthema Mental Health dass das einfach mal enttabuisiert geht weil kann nicht sehen dass wann degem schlecht geht, da kriegt ganz einfach oft ganz einfach so dann hört einfach kein Loch oder so an das wann eng Weg schlecht geht, dann möchte ich nicht so als hätte ich kein Loch oder so das trifft für ganz wenig Leute am Anfang so an dafür wäre schon mal ein wichtiger Schritt wann auch psychologisch Betreuung gibt von der Krankenkäse überholen gehen weil das war ja das ja bis lo geht drüber geschwärmt mir das nicht der Fall wann ich lehre ja also, ja, das ist nicht der Fall. Ja, das ja. Voilà, das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt, dass ihn sich nicht schummen muss, für sich betreuen zu lassen. Das ist etwas Natürliches und wir haben einfach heutzutage auch die Chance, das machen zu können. Das ist eben just ein Tabuthema und sollen einfach die Leute mehr encouragieren, die Chance auch zu nutzen. Und voilà, dass ihn dann die ganze Zeit daheim vor dem Bildschirm hängt, wenig Sozialkontakte hat, das kann nicht gut sein für mentale Gesundheit. Und dafür das einfach wichtig, dass ihn sich nicht schummt, Hilfe zu sichern und dass Hilfe auch mehr sich greifbar aufhält. Oder? Ja, also ich meine, ich will da bei Sack anhaken, was der Christian gesagt hat. Es gibt strukturelle Probleme an unserer Gesundheitspolitik, was die mentale Gesundheit angeht. Wir sind seit diesem Jahr ein Observatoire de la Santé. Das heißt, wir fangen eigentlich schon wirklich auch Daten zu kollektieren, zu verschaffen, nach mehr Etüden zu machen, überhaupt über das globale System übergeordnet von der Santé. Davon sollte dann noch eben mental Gesundheit sein. Das ist mal das Erste, was den muss machen. Dann gesagt, dass es nicht ganz viele Services gibt, notamment am Jugendbereich, die bieten psychologische Hilfe, aber die ist nicht immer alle umfassen. Das heißt, wenn ich bei Jugend- und Drogenhilfe gehe, dann kriege ich geholfen, wenn ich drogensüchtig bin oder Alkohol trinken, dann helfen die mir weiter für meine Sucht sozusagen an den Griff zu kriegen. Aber auf der anderen Seite sind die limitiert. Das heißt, wenn du Probleme mehr weiter in der Vergangenheit liegen, an nicht ganz andere Sachen sind, die am Anfang therapieren müssen, da geht das darüber raus und dann den Moment schicken sie ihn bei einem anderen Psychologen. Und da fängt dann, du hast dann das erste Problem, das heißt, wir brauchen eigentlich eine Stelle, wo Jüdfrieden sich kann melden, also Junker und alle und so, an die dann do weiter vermittelt gehen, ob der richtige Service, den es heute schon gibt. Das ist eigentlich ganz wichtig für. Und dann der zweite Faktor ist
mental Gesundheit, das haut etwas, was den sich schlechten können muss. Das heißt, eine Stunde beim Psycholog kostet irgendwo die 120 €. Könnt ihr schon vorstellen, dass von der seiner Familie kommt, wo vielleicht just schafft, an den noch just den Mindestlohn kriegt, ob den sich dann dafür entscheidet, am Ende vom Monat für sein Kant soll mal 5 Therapiestunden im Monat zu bezahlen. Das geht natürlich für die ganz, ganz schwierig, für das zu überbrücken. Da ist es gerade wichtig, dass das könnt, was der Christian gesagt hat, dass endlich CNS die dort Stunden überhält. An dem dort Level gibt es dann noch 2 Probleme. Das ist den Titel Psychotherapeut, der soll geschützt gehen, den Titel Psycholog ist nicht so richtig geschützt. Das heißt, CNS kann eigentlich auch just remboursieren, wenn die Leute auch irgendwie einen gewissen Statut haben. An denen existiert halt auch nicht so für alle die verschiedenen Berufsgruppen, die da gehen. Das heißt, da ist wirklich 1000 Aufgaben im Moment beim Santé-Ministère, die da dort machen muss. Ja, also ich kann mir zustimmen. Also definitiv muss endlich enttabuisiert gehen. Wir müssen hinkriegen, dass CNS endlich dafür abkommt, für die Freien, die da entstehen, wenn ihr bei Psychologen geht. Und wir müssen aber auch, ich bin nämlich an der Hinsicht ein bisschen anders, dass ich gebe echt da nicht eine zentrale Urlaubsstelle machen, aber ich gebe eine anständige Website machen, wo alle Möglichkeiten, wohin sich melden, drauf sind. Das heißt, dass ich da gucken kann, auf welchem Bereich, wo genau liegt mein Problem, und die kann ich mich da wenden. Das heißt, dass ich einen Platz hat, wo ich dann alle Möglichkeiten gesagt, wo ich kann sich überall melden. Weil das ist teilweise mal nicht klar, wie breit gefächert das Angebot ist und wo ich sich überall kennt melden. Aber es gesagt just immer nur vereinzelt Sachen, mir gesagt aber nicht das ganze Netz, was die Menschen aber existiert, für ihn abzufangen. Aber das Problem ist immer, die richtige Person zu finden oder die richtige Platz für sich zu helfen, zu kriegen und Hilfe zu kriegen. Also ich bin da vollkommen recht. Also in der zentralen Urlaubsstelle meine ich natürlich auch 2021, dass dazu eine professionelle Website gehört. Ja. Aber wenn ihr wisst, was das Angebot ist, wo ihr Hilfe kriegen kann, dann ist das doch schon so ein kleiner Motivationsschub für sich dann überhaupt dort zu melden, weil das einfach ein inkonnu Mann und wenn man ein inkonnu da sieht, weil die sich halt mehr sicher fühlt. Ich meine, dass Bildung auch da irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Wir hatten bei den jungen Sozialisten eine Mental Health Week, wo wir so ein bisschen aufgeklärt haben und all das so in Text publiziert haben, wo also Fakten gesucht haben. Und ich war zum Beispiel, wer ein Problem gibt, oder wer ein Bereich, bei denen wir alle Leute, bei denen wir junge Leute. Voilà. Und ich meine, dass gerade bei den Jungen können die am Anfang umsetzen an Psychologie, Mental Health mehr an die Schule bringen und mehr dort Kur verankern. Für das sind eben noch weiß, wie kann ich mich wenden, wie kann ich mich da mal auseinandersetzen, was sind überhaupt Emotionen. Das heißt, das gehört auch ein bisschen zur Citoyenneté, dass sind dadurch ein bisschen mehr an die Schulen und an das Programm integriert, für da einfach zur Prävention zu machen. Also ich so nicht vielmals merci für Antworten. Ich meine, man könnte noch lange weiterschwätzen, aber wir sind zeitlich limitiert. Das heißt, los sind wir auch schon zum Schluss von unserer Table Ronde gekommen. Wir sollen also Gast merci, dass heute wart für das interessante Gespräch. Und noch erst daheim sind wir merci für das Nullaustren. Und dann ging ich so bis dann zurück am Ulzig-Kanal.